Apotheker was sagen, nehmen wir das ernst. Das habt ihr mit dazu beigetragen und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, den man hier erwähnen muss, dass damit der Stand, alle, Angestellte wie Selbstständige, ernst genommen werden und damit auch etwas erreichen konnten. Und dafür möchte ich euch hier wirklich einmal aus Kammersicht herzlichst danken, denn es ist nicht selbstverständlich, wir brauchen nur in der Welt herumschauen, es gibt kaum eine andere Vertretung, wo erstens einmal beide Bereiche vertreten sind, gemeinsam paritätisch, Selbstständige und Angestellte, und zweitens einmal ist es nicht selbstverständlich, dass das dann nicht nur in Krieg, in Auseinandersetzungen, Blockaden und sonstigen Dingen mündet. Also daher ein wirklich großes Lob und Dankeschön an alle, die hier mitgearbeitet haben und noch immer mitarbeiten, denn es sind ja sehr, sehr viele noch immer aktiv und tun das ihre. Der zweite Teil ist das Forum selbst. Das Forum hat unglaublich viele Ideen eingebracht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der Max gesagt hat, du, was sagst du dazu, wenn wir eine Kinderbetreuung einführen? Saalfelden, nicht? Oder bei den Fortbildungsveranstaltungen. Eigentlich als Selbstverständlichkeit. Wenn ich jetzt verraten darf, meine Tochter überlegt sich gerade, den Betrieb meiner Frau übernehmen wird, nicht einen Betriebskindergarten zu machen, weil wir mittlerweile 4 Schwangere gleichzeitig haben und sehr viele junge Kolleginnen, die Kinder haben und sagen, okay, noch ist es nicht eine Möglichkeit, wenn man im Betrieb auch eine Möglichkeit schafft, die Kinder mitzunehmen, um hier Betreuung zu machen. Er war da schon längst voraus und hat hier das eingeführt. Ganz toll, muss ich sagen, sozial wichtig, die Möglichkeiten schaffen. Was wir heute über Kindergärten reden oder über Kinderbetreuungsplätze, haben wir hier durchgeführt. Und ich glaube, das soll jetzt nur ein Bild sein, die Aspirantenausbildung ist eine weitere. Aber das hat gezeigt, dass hier sehr, sehr viel Innovation gekommen ist, sehr viel Kraft, sehr viel Dynamik. Und es geht ja nicht darum, dass man immer nur Ja und nicht immer nur Nein sagt, sondern es geht darum, dass man sich damit beschäftigt. Und der letzte Teil meiner kurzen Worte soll die einzelnen Komponenten noch einmal ein bisschen beleuchten. Also allen voran natürlich Max, der hier das Forum gegründet hat und den ich als unglaublich liebenswerten, netten Menschen kennengelernt habe, der sehr viel Energie hineingesetzt hat, der aber auch gewusst hat, und das rechne ich ihm hoch an, dass die Familie auch ihre Bedeutung hat. Und wie er seine Tochter gekriegt hat, dann gesagt hat, jetzt gehe ich ein bisschen in die zweite Reihe, nicht, dass er deswegen rostet, da habe ich keine Sorge, aber er kümmert sich natürlich auch um die Familie. Und das, finde ich, ist eine menschlich bemerkenswerte Seite, denn es liegt normalerweise politischen Menschen und Leuten, die damit zu tun haben, eher, dass sie dann fortgaloppieren und eigentlich auch die Familie vergessen. Ich weiß, du versuchst auch immer deine Familie sehr mit zu integrieren, aber da ist man dann sehr beschränkt und man muss das wirklich sehr aufpassen, wenn man das tut. Und vor allen Dingen auch, dass er bei dem Aspirantenskript Online jetzt hier wiederum ganz neue Ideen bringt. Wir haben das diskutiert, wir haben gesehen und gesagt, okay, schauen wir mal, ob das überhaupt funktionieren kann. Ich bin sehr optimistisch, dass das ganz toll wird, vor allen Dingen, weil es nicht nur für die Aspiranten ist, denn ich betrachte das ja eigentlich als Möglichkeit auch für alle Leute wie mich, dass der einmal hineinschauen kann und sagen kann, okay, was lernen jetzt die Aspiranten, was könnte man eigentlich auch davon abschneiden? Ich sage immer, wie ich studiert habe, 66, haben wir Makroid-Antibiotika noch nicht gekannt, da gab es das noch nicht. Also nur damit man sieht, was in diese 40, 50 Jahre alles passiert ist, das ist ja unglaublich. Und nachdem wir aber alle aufgefordert sind, auch in der Apotheke zu wissen heute, was der letzte Stand ist, halte ich das für eine unglaublich tolle Idee. Und natürlich auch einige andere Ideen noch, die er hatte und hat über Qualität und Sonstiges. Gleichrangig, und ich will jetzt überhaupt niemanden hervorheben, aber es ist natürlich die Christiane. Wir kennen sie alle und sie ist wirklich bekannt. Ja, man kann ihr nicht sagen, das falsche Geld, weil das ist sie nicht, sondern sie ist wirklich eine der herausragenden in diesem Forum, und ihre Wärme und ihre Geschicklichkeit, ihre Taktik und ihre Offenheit, das öffnet so viele Türen, und selbst wenn jemand verheert ist, ich kann mich noch gut erinnern, weil der Walter Dorner beinahe nicht mehr gewählt worden wäre, weil wir damals die Aktion Gesundheit beginnt im Kopf und die Cholesterin-Glukosemessung eingeführt haben. Das hat der Walter Dorner mit mir gemeinsam gemacht oder ich mit ihm. Also es war nicht ohne Ärzte. Ist er so geprügelt worden, dass wir beim Jubiläum in Ort an der Donau von Baxter dort gesessen sind, und wir zwei sind ein bisschen später gekommen, und wie wir dann in der Pause aufstehen, reiche ich dem Walter Dorner die Hand, da gibt sie mir nicht. Und ich war damals also wirklich frustriert, und
Christiane macht es möglich nicht. Sie hat dann mit ihm geplaudert und hat ihn dann gefragt und wieso denn. Und dann plötzlich, also dann hat er sich irgendwann aber entschuldigt und hat die Hand wieder gereicht. Das ist so ein bisschen das Charakteristikum der Christiane. Dieses Dosen öffnen, dieses Vermitteln, dieses einfach, da gibt es keinen Streit. Das darf es nicht und soll es nicht geben. Und in ihrer herzlichen und menschlichen und auch gläubigen Art hat sie das immer wieder wunderbar geschaffen. Die drei, die ich noch ganz kurz anführen will, ist natürlich die Angela, die in ihrer Dynamik, in ihrer Härte, sie ist da anders als die Christiane, sie zeigt schon ihren Kopf und ihre Stirn, aber das ist gut so. Man darf ja auch nicht immer nur Ja sagen, man soll ja auch wirklich klar sagen, was man will. Sie hat jetzt die Führung des Forums übernommen und ich wünsche ihr alles Gute. Ich wünsche mir auch, dass es manchmal Ecken und Kanten gibt. Es soll nicht immer nur Ronne Waschdruck sein, weil es muss ja auch die verschiedenen Standpunkte klar herausgearbeitet werden, so wie die Selbstständigen sagen, was sie wollen, so die Angestellten sagen, wie sie wollen. Man soll nur dann nicht Gräben haben, die man nicht mehr zuschütten kann. Es soll immer wieder um Gesprächsbasis gehen. Die Bettina, ja, also das ist, sage ich einmal so, Christiane und Bettina sind so die zwei Menschen, die wirklich alle am liebsten lieben und auch wollen, dass alle glücklich sind. Und das, muss ich sagen, ist wirklich toll. Und sie hat das wunderbar geschafft und sie hat sich auf einem dünnen Eis des Arzneimittelsicherheitsgurtes plus E-Medikation, jetzt dürfen wir es ja nicht mehr sagen, Walter Thorn hat schon gesagt, wenn ich es nicht mehr sage, ist es sofort wieder kantig. Du bist sicherlich hier derjenige, der sehr, sehr viel geschafft hat, auch für die Zukunft, weil ich glaube, dass heute noch in unserem Stand die E-Medikation ein bisschen noch immer unterschätzt wird. Ich glaube, das wird noch zu einer Evolution werden, die hier unsere Position noch sehr, sehr stark bringen wird, weil ich glaube, dass gerade die Kompetenz des Apothekers und der Apothekerin beim Arzneimittel einfach anerkannt wird von der Politik. Und auch die Ärzte, wenn sie gut beraten sind, nicht glauben, dass sie die Zampanos auf allen Klavieren sind, sondern dass sie eigentlich es gut tun, wenn sie sich bei der Behandlung von Patienten mit dem Apotheker kurzschließen und hier gemeinsam eine Möglichkeit der optimalen Dinge schaffen. Und last but not least, wo ist ja der Wolfgang? Du hast das so schön gesagt, er ist unser politischer Mensch des Forums Pharmazie. Er hat ja auch besonders viel mit der Politik zu tun, in Wien mit dem KAF und als Obmann der Gehaltskasse natürlich auch mit dem Wirtschafts- und Sozialinstitut. Ich glaube, es ist eine sehr gute Mischung, die hier in diesen 10 Jahren sich entwickelt hat. Trotzdem ist sie nicht nur 10 Jahre und jung, sondern es sind auch sehr, sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen dabei. Das heißt, es ist auch da gewährleistet, dass der Ideenpool nicht schrumpft und man nicht nur in seinen eingegrabenen Furchen der Ackerscholle geht, die jedes Jahr die gleiche ist, sondern dass immer wieder was Neues auch herauskommt. Und in diesem Sinne wünsche ich dem Forum Pharmazie allen Beteiligten und der gesamten Pharmazie damit, denn ihr seid ein Teil der gesamten Pharmazie. Alles, alles Gute auf die nächsten Jahrzehnte. Es kann auch ein 100-jähriges Jubiläum geben, das werde ich sicher nicht mehr leben. Alles Gute.